Ja, merci, Herr Präsident, Madame die Herren Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kompetitivität vom Finanzsektor nicht nur in Lützeburg, aber generell an der Europäischen Union als von größter Priorität. Wir sind konfrontiert mit einer Umsetzung von dem sogenannten Basel III. Für vielleicht ganz kurz zu erklären, werdet da geht, wie ich schon zuelle seht, als Basel III die Fortsetzung von Basel I auf von Basel II, das ist eigentlich eine Initiative, die zustande kommt, wie nach an den USA eine andere Administration ginn huet fir sech Solidität vum Finanzsektor no denen Bankekrisen, déi wir an de Joren 2007 an 2008 erkannt hunn, ze stabiliséieren an fir dommer den noch Konsumateuren besser zu protegéieren. Basel 1, 2 respektiv 3 ass wie gesot och ënner dem Druck vun der amerikanischer Administration in Sternen. En gros geht es darum, dass Banken hier Kapitaluforderungen ugeht, mit solid sollen abgestaltet gehen, wer das sich äußerst positiv sehr. Basel III ugeht, sind eigentlich Basel III als für das Reglement, das 2024 schon in Kraft getreten ist, dass das CRR3 an den zweiten an do werden wir an ein paar Minuten drauf zu schwätzen kommen, das der CRD6, das ist ein Direktiv, die wie gesagt als sich Basel III dann komplett umsetzt. Ich werde ich no erklären, werdet bei dem CRD6 geht. Wir werden ich aber wollt den Finanzminister enker interpellieren, als dat wann man lo all die Texte gestimmt hun, an dat wird an de paar Minuten de Fall sinn, geht es natürlich die Implementation an die Umsetzung von der Direktiv CRD6 an. Do machen ganz viele Leute aus dem Finanzsektor sich aber groß suchen. Ich schwätze noch nicht vom Lützeburgischen Finanzsektor, mir schon gesehen, dass eine Initiative gibt von französischen Bankieren, die eigentlich die französische Regierung auffordern, do mal man Fuß Brems zu drücken, weil aber die ganz Basel drei Dispositionen riskieren Kompetitivität vom Finanzsektor an der Europäischen Union, an wo man noch zu Lützeburg aber ein bisschen afro zu stellen. Es könnt dabei an das war gut Gelegenheit für darauf anzugehen, dass es ja eine grosse Konsultation préalable gin huet von der Europäischen Kommission, wo auch natürlich die Lützeburgischen Finanzakteuren matgemerk hunn, an do ass net méi spät wie de letzte Mänden de Probaier vun der RBBL publizeiert ginn, wer der sech dieselbechte Probaier ass wéi all die Äner Bankenassoziationen an do sinn noch eng Reif vu Rekommandaioune gemerkt gin fir Drmmer da exzellenter Präsidentin vun der Finanzkommission schon geschwert, dat vielleicht auch en gif Sënnmerchen Akteuren ze heiere, wer doch hier Ideen iwwer Kompetitivitéit am Finanzsektor. Sind lo awer zu menge konkrete Froen, et allerricht Evaluatioun vun Basel III, notamment bien entendu op Eisen Banken a Finanzsektor, an do denkt ich hauptsächlich die ganze Thematik vun de Kredithypothekären, awer de Krediter fir klenger Mittelentreprisen, die awer riskieren, eventuell durch des Dispositionen erschwéiert ze ginn. Ich brauche ich net zu beschreiben, wat dat besonders für den Sektor vom Logement gif bedeiten. Dann wie geht es lo hier hun? Gëtt schon viel geschwert vu Basel IV, Herr Finanzminister, wo en ganz Reihe vun Sujeten sollen op Tapet kommen, Output Floor, Reporting, EBA, Gouvernance, Substanz, Liquidität, Klimarisken an so fir und so weiter. Auch do wollte ich wissen, wie die Regierung dat gesagt,
wéi wir do virun kommen an dann még lächte froh hun net fir un ugeschwert Kompetitivitéit vum Finanzsektor europäes vun der Konsultatioun vun der Europäischer Kommission riskieren déi Rekommandaioune net eventuell an Kontradiktionun ze sinn mat denen Dispositionen, die man lo bei Basel III ëmsetzen. So schon de grosse Merci fir exzellent Antwort, Herr Finanzminister. Merci, Herr Moser. Dann als Wort und dem Herr Finanzminister. Herr Finanzminister, 10 Minuten. Merci, Herr Präsident, doch merci dem Antragsteller, dem Herr Moser. Ich wäre eigentlich an den Examen immer gewinnt, dass in sing Notto no krut. Ich sehe den Examinateur schon so und dem exzellenten Finanzminister. Merci. Also das nur in der Chambre, für zu bewerten, wer die Qualität von der Antwort dann ist. Ja. Nee, die kru ich net an defir versicht nicht, aber auch op die politisch froh eng Antwort zu gehen. Zu dem Historik. Wir hatten eng Finanzkris 2008, dat ist vorbei 20 Joer an den Hauptdeel Problem war do inklusiv auch hier an Europa, dass ein Mangel o Resilienz oder Stabilität demos vun den Bankensystem in Globo war. Das ist eigentlich den Ursprung für die neue Regeln, notamment Kapitaluforderungen von Basel III. Die Europäische Union hat nun als sukzessiven Direktiven die Regeln von Basel III immer auf europäischem Unionsniveau umgesetzt und wir haben natürlich auch zu Lützeburg gemacht. Ich muss sagen, dass der Merit davon war, dass an den nächsten Krisen, die kommen sind, das war die Covid-Krise, das war den Ukraine-Krieg, das ist auch lo, kurzfristig den Iran-Konflikt, das Bankensystem sich aber als stabil bewährt hat. Es sind nicht viele Banken dono, wenn man das sogar international guckt, gerutscht. So dass Bankensektor, resiliente Bankensektor nicht nur wichtig als geoökonomisch, das heißt global geguckt auch in der Europäischen Union, aber das ist auch extrem wesentlich für die Lützeburger Finanzplatz. Herr Moser, die wissen am besten, 115 Banken operieren hier zu Lützeburg neben anderen Finanzinstituten. Wir haben noch eine Theorie, dass eng Bankeplatz an Banken resilient sind für Wert, weil sie der Finanzmotor sind von der Realwirtschaft. Die Lützeburger Bestandsaufnahme ist also die, als Banken halt zu Lützeburg stehen, unter anderem auch durch ein schnell Anpassen von dem Regelwerk, pragmatisch, flexibel, auf stabilen Face. Da tun wir also als positiv Not von Basel III rübergeholt. Ein weiteren Punkt aus den Wert können wir mit Basel III nach mit Recht gesagt, dass die sogenannte CRD6-Direktiv, dass man das an ein paar Minuten in Ihrem Rapport auch werden diskutieren. Ich gehe also da erst nicht drauf ran. Wer das die gefragt, wer das die Generalposition von der Lützeburger Regierung? Wir hätten gerne, dass das Bankensystem insgesamt stabil und resilient ist. Wir wollen uns positionieren an Europa als den als Ersten meistens die Regeln umsetzt, weil damit geben wir eine rechtliche Charta, wir geben Rechtssicherheit, wir machen nicht mehr Aufforderungen wie die, die an dem Regelwerk von der Direktiv vorgesehen sind. Konkreten Impact von Basel III über Zeit, respektive über die neuen Direktiven, die lo an Aussicht gestaltet sind, CRD6 und so weiter. Als das Solvabilitätsrisiko von Ratio von Eisenbanken oder von der Bankenplatz zu Lützeburg stehen als stabil mit 23,1% auf N24 und den ist auf 25 sogar an Blutgang auf 23,5%. Das heißt, auf gut Lützeburg gesagt, Kapitalisierung von den Banken, die zu Lützeburg operieren, die ist hoch. Das ist auch gut, und das assuriert Stabilität. Ich habe auch dem Herr Bartolomei, aber ich meine, muss ihn vollständigkeitshalber an auch
den Herr Bartolomeo hat eng schriftlich vorgestellt gehabt, dieselbechten der wo dir Question élargie gestaltet an da tun ich auch dem Herr Bartolomeo an Sänger Antwort an Sänger froh geantwortet. Lo hast die konkrete Frage, weil ich gesehen Zeit lief dafür und wie verhält sich mit den Immobilienkrediten? Da muss ich au sens large, das zählt für PMEen, das zählt aber auch für Bürger und Bürgerinnen. Muss ich unterscheiden zwischen Immobilienkrediter gehen hauptsächlich, ich kann auch keinen nehmen, aber Lützebäuer Retailbanken, das heißt die ob einzelne Klienten angehen. Die großen Retailbanken zu Lützeburg, toute proportion gardée, die haben ein System von einer Risikoanalyse von dem einzelnen Klient, die mehr weit geht, wie einfach zu gucken, hat die Kapazität von seinem, lass mal sagen, seinem Einkommensdemont für den Kredit allmont zurückzubeziehen. Die haben eine Risikoanalyse, wo sie mehr weit gucken. Mit kleinen Retailbanken, die gucken, die haben nicht die Möglichkeiten, die gucken, was das werde ich lehnen par rapport zum Wert von der gesamten Immobilie, das nennt den LTV, der sogenannte Loan to Value. Generell gesehen hat Produktion und Immobilienkredite. Und das heißt ja auch, dass sowohl Kapitalaufsicherung von den Banken wie auch Solvabilität von den einzelnen Klienten, die Kredite wollen, als die gut bis ganz gut zu Lützeburg. Und das bewirkt auch, dass trotz so engem Druck auf dem Immobilienmarkt, dass der nicht richtig lebt, dass die neuen Immobilienkredite, dass die nicht zurückgegangen sind. Der Montant von neuen Immobilienkrediten, die auch am zweiten Semester 2024 bei rund 2,8 Milliarden und am zweiten Semester 2025 auch bei 2,8 Milliarden. Weil das Konklusion ist die, dass die permanente neue Anpassung von Regeln, was Kapitalanforderungen sind, dass die keinen negativen Impact assistet auf Kreditvergaben hat. Ja, das ist die Frage, die da gestartet. Also die letzte Frage, wie ist der Approche über die nächsten Monate? Richtig ist, dass die CRD6-Direktiv, die wir hier noch diskutieren und umsetzen, dass die nach kaum vier den Diskussionen über die Spur an Investitionsunion. Und ihr wisst, dass ein von den Piliers von der Spur an Investitionsunion ist, nicht nur Europa mehr kompetitiv zu machen, mit einer Regel von Titrisation, also Pfandbriefe, von Education financière, aber vor allem von einer Simplifikation, das ist einer Vereinfachung, mit einer pragmatischen Approche. Und das ist auch den Aufruf, der kommt aus sowohl von den europäischen Finanzministern wie auch von den Staats- und Regierungschefen und Kommission für das Regelwerk auch die Umsetzung von Basel III, Basel IV für das an der Europäischen Union richtig zu machen, pragmatisch, mehr vereinfacht und nicht unnütz mehr Komplikation dahinter sitzen, weil was heißt mehr Komplikation? Mehr Komplikation heißt, dass die Banken, die Finanzdienstleister, die an der Europäischen Union sind, und damit auch zu Lützeburg, dass die Männer agil sind, dass sie können einen kompetitiven Desavantage schon par rapport zu den Nicht-EU-Banken. Und das ist das, was sollte verhindert gehen. Und das ist auch das, was die politische Ausrichtung auch von der Lützeburger Regierung ist. Das heißt, ja zu Regeln, ja zu pragmatischen Regeln, die schnell umsetzen, für die Finanzdienstleister Sicherheit zu geben, ohne den Zugang zu den Krediten zu erschweren. Merci.